Hast du ein Date daheim, weißt nicht, was kochen? Dann nimm doch einfach Brokkoli-Reis von der Patricia. Wie sich's gehört, alles super bunt, schön fein sieht schon aus. Und sehr wenige Zutaten heute. Wieder einmal mehr. Erzähl mal, was brauchen wir alles? Für einen Brokkoli-Reis. Brauchen wir vermutlich? Brokkoli. Genau. Reis, natürlich, oder? Wir nehmen auch Weißwein. Okay. Feine Butter. Ein bisschen Olivenöl. Und natürlich verschiedene ständige Gewürze. Wir nehmen heute das Herdöpfelgewürz, wir nehmen Bouillon, Steckwurstpfeffer und Zwiebeln. Freue ich mich jetzt schon drauf. Ich mich auch. Ich wünsche dir viel Spaß beim Kochen. Vielen Dank und bis nachher. Ciao. Tschüss, miteinander. Das Rezept ist auch ganz gut, wenn man so Reisreste daheim hat, weil nachher wird es wieder erhitzt mit Butter und Brokkoli. Wir haben das nicht. Wir kochen jetzt frisch. Und mit dem Reis beginne ich es auch. Dann haben wir nachher Zeit zum Brokkoli rösten, kochen und nachher kommt alles zusammen in die Pfanne. Mache ich ein bisschen Olivenöl in die Pfanne und die gefriergetrocknete Zwiebeln lasse ich nur ein bisschen anbraten. Sie sind ja schon getrocknet. Und dem Reis ein bisschen hier umrühren. Lasse ich da kurz. Man kann das vorher auch schon vorbereiten. Dann bereite ich hier das Steady-Bouillon. Für diesen Reis hier, ich habe eben für ein Teil Reis 1,5 Mal Wasser. Und das etwa habe ich hier als Bouillon vorbereitet. So, habe ich das da bei mir. Kann ich wieder hier ein bisschen hoch mit der Temperatur gehen und mit Weißwein ablöschen. Der Reis wird auch schon ein bisschen so glasig. Ja, aufpassen, nicht trinken, das kommt in die Pfanne. Jupp. Ich lasse jetzt diese Weißweine hier ein bisschen verdampfen. Lassen wir das so und dann mache ich weiter mit dem Bouillon. Ich beobachte das. Dann fange ich hier mit dem Brokkoli an. So, die Spitze schneide ich weg. Schneide ich das hier auch weg, aber nicht ganz, das werde ich noch brauchen. Schauen wir, was Reis macht. Siehst du, jetzt ist Weißwein schon so gut wie weg. Dann kann ich weiter mit dem Bouillon. Und zwar, ich mache hier kein Risotto, den ich immer wieder ein bisschen dazu gebe. Nein, ich habe die ganze Menge Bouillon, die ich brauche. Zu Hause kannst du das gut abmessen. Dann lasse ich das hier kochen. So, jetzt kann ich hier ruhig mit dem Brokkoli weitermachen. Und zwar, wir machen einfach so, wie so Blumensträuße. So. Ja. Wirklich kleine, weil ich will das nachher zusammen mit dem Reis haben. Schneide die zuerst hier vom Strunk weg. Dann sind einige größer, andere kleiner, oder? Ich nehme hier eine Schüssel, damit ich auch Platz habe zum Weiterarbeiten. Die Blumensträuße, die noch so klein sind, die bleiben in dieser Größe. Die teilweise größer sind, schneide ich je nachdem in die Mitte. Oder die hier kann ich auch gut so von Hand lösen, so kleine Blümlis. Sind die auch Blumen? Ne? Das mache ich mit dem ganzen Brokkoli. Also kurz mal. Der Reis ist jetzt noch so Nudel, würden wir sagen, al dente. Es ist fast gut, es ist auch fast, das Wasser ist schon fast das Ganze weg. Ich werde das jetzt so abstellen, weil nachher kommt es noch in die Pfanne mit dem Brokkoli zusammen und dann kochen sie weiter und wir wollen keinen verkochten Reis. Kann ich hier abstellen. Brokkoli habe ich auch schon die Sträuchel hier schon fertig, aber ich habe noch gesagt, ich werde noch diesen Stamm benutzen, oder diese Strunk. Was ich mache ist, ich schäle das quasi, also großzügig schäle, weil dieser Außenteil ist wirklich hart. Das will niemand nachher. Der hat so viel Fasern, da will niemand nachher ewig kauen. Aber wenn ich das wegnehme, dann habe ich innen wirklich eine schöne, sachte Strunk. Das schneide ich auch so in Streifchen. Kann ich sogar noch dünnere Streifchen machen. So verschwende ich weniger Lebensmittel. Und Geschmack ist wirklich das gleiche wie dort. Es gibt sogar ein bisschen Textur in das Ganze. Und jetzt mache ich so kleinere Stückchen. Kommt auch da rein alles. Was ich hier schon bereit habe, ist eine Pfanne mit Wasser unten. Das kann man so machen. Oder ich könnte auch noch kurz andünsten. Wenn ich das hier nicht hätte, würde ich einfach schnell andünsten. Einfach, dass nicht zu viel Wasser drin hat. Ich will nicht, dass sie nachher so eine Spargelsuppe sind. Jetzt kommt das natürlich in meinen Dampfkorb hier. Machen wir alle da rein. Ich hatte jetzt ein bisschen Zeit zum Aufräumen gehabt und hier mein Wasser kocht.
Die Brokkoli fangen auch schon an, sind aber noch sehr fest. Ich warte ein bisschen. Auch die nehme ich hier heraus, wenn sie noch zart sind, aber noch bissfest sind, so wie der Reis, damit wir nachher zusammen machen. Lasse jetzt wieder den Deckel drauf und warte ein bisschen, aber es geht nicht mehr lang. Jetzt ist die Zeit gekommen zum Kontrollieren. Siehst du, die sind, ja, ich komme schon mit dem Gabel rein. Ich würde sagen, für mich, für meinen Geschmack, ich kann jetzt abstellen, werde ich von dort wegnehmen und dann machen wir weiter alles zusammen in die andere Pfanne. So, jetzt habe ich hier die vorgekochte Brokkoli, habe ich meinen Reis, auch noch so bissfest ist, habe ich eine Bratpfanne, Butter, ein bisschen Olivenöl, Herdöpfelgewürz und Steckrüstpfeffer. Das ist alles, was ich jetzt brauchen werde. Und ein Herd, der funktioniert natürlich. Da mache ich zuerst Butter rein. Wenn jemand sagt, hat Brokkoli nicht gern, das ist, weil er noch nicht Brokkoli mit Butter gegessen hat. Weil das ist die perfekte Kombination, finde ich. Ich mache auch ein bisschen Olivenöl hier drin. Ich habe keine Kochbutter da, ich habe ganz normal Butter. Und deswegen Olivenöl hilft auch, dass es nachher nicht einfach so anbrennt. Lasse ich das schön aufschmelzen. Mache ich etwas, was vielleicht ein bisschen anderes vorkommt jetzt. Ich mache hier schon das Herdöpfelgewürz. Dann kann ich das nachher besser verteilen. Einfach nicht vergessen, mein Reis hat schon Bouillon, es hat schon Salz drin. Brokkoli hat noch kein Gewürz. Deswegen darf ich ein bisschen großzügig sein, aber nicht zu extrem. Ich weiß, wenn man Herdöpfelgewürz in der Hand hat, will man einfach viel nehmen. Aber auch da ein bisschen vorsichtig, man kann nachher immer noch nachwürzen. So, ich kann ein bisschen runter mit der Hitze. Kommen meine Brokkolis hier rein. Wie du vielleicht siehst, ich habe ein bisschen zu viel gemacht. Nehme ich dann nicht ganz alles. Das esse ich auch so. Wenn man mich kennt, weiß ich liebe ja Brokkoli, ich könnte jeden Tag essen. Und jetzt kommt mein Reis dazu, der auch eine schöne Farbe jetzt hat, dank Bouillon. So, alles da drin. Und dann schön rühren, damit es überall diesen feine, so butterige Geschmack gibt. Mit dem Gewürzen noch. Wenn ich hier auch noch andere Gemüse hätte im Kühlschrank, die schon vorgekocht sind, könnte ich auch noch dazu. Dann wäre einfach ein Butter-Gemüsereis und nicht nur Brokkoli. Machen wir noch Steckrüstpfeffer. Mache ich gern erst zum Schluss. Das riecht richtig fein. Da wäre es eigentlich. Ich kann hier ein bisschen weiter runter mit der Hitze. Lasse den Deckel zu. Putze ich noch ein bisschen, also ich bin wirklich ganz wenig da jetzt. Hole das Steady, mache das auf einen Teller schön und eigentlich können wir das schon probieren. Jetzt müsste nur noch der Steady kommen, es ist bereit. Ha? Würdest du ich mal? Schon, ich schmecke es bis vor der Tür im ganzen Gebäude. Da ist wieder gewerkt worden. Sogar im ganzen Gebäude. Brauchst du noch. Fantastisch. Wir können auch von Hand essen, aber das ist für mich ein Problem. Ich glaube, immer mit der rechten Hand tut man essen. Habe ich mal noch einmal gehört. Du musst jetzt nicht sagen, was wir mit der linken machen, aber das ist so die Idee, genau. Ja, habe ich mal mit der linken gemacht. Ich wünsche euch und mir und dir einen guten. Einen guten, ja. Danke fürs Kochen. Ja, sehr gern. Muss jetzt probieren. Und gern zeige ich euch, wie eben das, was ich mal gemeint habe. Es ist noch bissfest. Also ich lange jetzt doch mit dem Finger. Es ist nicht bumpig, es ist noch schön. Doch von Hand essen jetzt. So bissfest, das Reis auch. Glaube ich. Oder? Man muss noch richtig käuen. Fein, sehr fein. Der Geschmack wie immer. Ich meine, ja. Wie gesagt, da unten liken, kommentieren. Ja, danke. Und irgendjemand suchen wir dann aus und der ist plötzlich in dieser Kochshow und darf auch probieren. Und dann kann er mich auch mal bestätigen, wie fein das da ist. Ja, danke fürs wieder mal dabei sein oder für das erste Mal dabei sein. Unbedingt den Kanal abonnieren, uns teilen, weiterempfehlen, per WhatsApp rumschicken. Ja, genau. Und bis bald. Ja, bis Nimm nächstes noch mal Mal. ein bisschen. Ich muss wirklich recht käuen da. Also das ist sehr gesund, wisst ihr? Aber das ist auch schön, weißt, wenn man nachher so einfach in die Pfanne lässt, weiter warm halten, dann ist nicht verkocht.
Das ist die Idee. Und die behalten auch schön die Farbe. Oder? Guck mal, schön, richtig grün wie Brokkoli muss sein.